Ja, hallo, da bin ich wieder in der Oma- und Opa-Ecke. Ja, Opa oder Oma ist nicht da, aber der eine Opa sitzt hier und ich freue mich, dass ihr mir wieder zuschaut, dass Sie mir wieder zuschauen, zuhören. Ja, hoffe, dass alles gut ist, dass Sie gesund sind, ein schönes Wochenende hatten. Ja, unseres war auch schön. Wir waren im Archäologischen Museum und das hat uns richtig gut gefallen. Wir haben uns da Stadtbilder angesehen aus Harburg und waren auch in der ständigen Ausstellung, was ja sehr interessant war. Kann ich nur empfehlen. Archäologisches Museum Hamburg, Harburg. Aber deshalb bin ich ja jetzt nicht hier, um Werbung zu machen, sondern ich möchte Ihnen heute was vorlesen von Arnold Risch und Friedrich Schnurr. Und ja, bald ist ja auch Pfingsten. Ja, da komme ich noch drauf. Die Kerze, jetzt hätte ich doch die Kerze vergessen. Und frische Blumen habe ich auch bekommen. Ja, Jürgen meinte, da müssten frische Blumen rein. So, das Licht geht immer noch. Ich lese ja auch nicht zu lange. Ich will sie ja nicht langweilen. So. Es geht los. Ein sicherer Trost von Arnold Risch. Ein Schlachter, welcher krank und sehr gefährlich lag, sah seine Frau vor Herzeleid fast vergehen. Man hörte von ihr nichts als Seufzen, Weh und Ach, weil sie den guten Mann nicht wollte sterben sehen. Sie tröstend sprach der Mann: Wenn dies ja sollte sein, so kannst du unseren Knecht, den guten Jakob, freien. Der ist stets fleißig, still und schlau und nimmt das Seine gut in Acht. Stirb nur, mein Schatz, vergnügt, versetzte seine Frau, das hab ich auch schon längst gedacht. Ein sicherer Trost. Es geht weiter mit der Liebe. Diesmal auf Plattdeutsch, auch von Arnold Risch. Der Kat und der Koter. Dat wär mul so'n grotes watbrune Kat. Miau, miau, miau. Die hätt mul so'n lütste der Leefschaft hat. Miau, miau, miau. Mit'n Koter da in ut uns Noverhus, der wär so swat woll as en Obenrohrhus. Miau, miau, miau. Nu hat de Koter mol grote Lust. Miau, miau, miau. Ob so'n schönes Stück Hilsheimer Leberwurst. Miau, miau, miau. Da sechte to de groot-zwart-brune Kat: Ach du, komm mal hin und hol mi wat. Miau, miau, miau. Die Kat, die flöch ihm um den Hals Glieg. Miau, miau, miau. Der Koter, des leuk ook lieg an sine Musik. Miau, miau, miau. Ach Koter, ich hef die doch go so leib. Nun bünd ich für die Leberwurst Dave. Miau, miau, miau. Die Kat, die wür ne Loden bin. Miau, miau, miau. Sie bet ook lieg in de Leberwurst drin. Miau, miau, miau. Da käm do so'n groten Schlachtdauend an, der Kattens und Koters nicht utstehen kann. Psch, miau, wow, wow, psch, miau.
De Kat in den Loden fing an zu blahen. Miau, 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 ach Koter, wat sallet uns beide nun waren? Miau, miau, miau. Der Koter, der stond vor dat Finster und Muhl, de Kat und de Slachterhund, jaul und hul. Miau, pfff, au, wuh, wuh, miau. Da köm de Slachter und ein Bettrut geklaut. Pass op, pass op, pass op, und hätte Kat mit den Bessen verhaut. Ob'n Kopf, ob'n Kopf, ob'n Kopf. Dann flöß in Bogen und Fensterlock ruht, und dann unsen Koter direkt an de Snut. Miau, miau, miau. Ach Koter, wie deit mir dat Fell so weh. Miau, miau, miau. Guck du, wie mein Gaun fast fleddert, hey. Miau, miau. Da sprüngen sie beid ob den böbersten Baum, der Koter, der Jaul und der Kat, der stöhn. Miau, miau, miau. Tja, wo die Liebe hinfällt. Das ist ja so, die Liebe, das hat was auch mit dem Durst zu tun. Durst ist schlimmer als Heimweh. Das hat schon Fiete Schnurr damals zum Kameradschaftstreffen 1902 in Hamburg gewusst. Als alter Seemann, das ist klar, dass weit ich in der Welt rum war, bin fast in jedem Land gewesen, war auch im Reiche der Chinesen. Dort trank, bis mir der Bauch tat weh, fast einmal weiß den China-Tee. Er ist ja sonst ne Delikatesse, doch welcher Seemann hat Interesse an Tee, den man zum Überdruss, weil sonst nichts gibt, dort schlappen muss? Darauf war ich in einem Land, das als Kakaoland war bekannt. Wenn ich dran denk, werd mir noch flau, dort gab's nichts weiter als Kakao. Das Land hatten bald wir auf'n Strich, das Gesöpf war uns viel zu wabbelig. Dann waren wir im Kaffeelande, na, das war erst ne Rasselbande. Nicht Bier, nicht Schnaps gab's dort zu kaufen, hattest Durst du, konntest du nur Kaffee saufen. Ein gutes Bier gab's nirgendwo. Da waren wir denn seelensfroh, als wir die Brüder dort verlassen und endlich Bremen hatten zu fassen. Nach Hamburg ging's per Bahn gleich durch, kaum waren wir dort in unserem Quartier, mit den Kameraden waren wir 4. Hieß es auch gleich, hol uns ein Bier, nichts anderes kommt hier jetzt in Frage, nach der Tee-, Kakao- und Kaffeeplage. Einer musste schleunigst los nun traben, und allzu lang war er nicht fort, kam zurück mit 25 Export. Nun konnten wir durch den Durst uns trinken, und als das Bier in den Bechern tat blinken, riefen wir, dass es nur so dröhnt im Quartier, es lebe die Heimat und das Bier. Zuletzt aber nahm ich nochmal das Wort und sagte, vor allem das gute Export. Es ist die reinste Gottesgabe, das Beste, was ich je getrunken habe. Und rief, indem ich mein Glas tat heben, die deutschen Brauer, hoch sollen sie leben, mög weiter wie jetzt sie bestehen und gedeihen und wie heut noch viele, viele Jahre uns mit ihren edlen Bieren erfreuen. Jetzt kriege ich richtig Bierdurst. Friedrich Schnurr, 1920 oder 1920. Ja, ich glaube, ich muss heute Abend noch ein Bier trinken. Ich weiß gar nicht, ob wir noch was im Kühlschrank haben, aber ist egal. Der Durst vergeht auch wieder. Ja, das war's für heute. Was, nicht genug? Doch, das muss reichen. Und
Und jetzt wünsche ich alles Gute, Gesundheit und wir sehen uns am Wochenende Pfingsten wieder und dann machen wir eine Pfingsttour. Du Pixen, ach wie schön. Ich wünsche alles Gute und tschüss.